Mehr denn je brauchen wir Verständigung und lebendigen Austausch, und zwar über alle Grenzen hinweg. Und Kultur und Sprache sind genau dazu der Schlüssel. Im Goethe-Institut motivieren und wir begeistern deswegen Schüler für die deutsche Sprache. Das machen wir mit vielfältigen Aktivitäten, mit Workshops, mit Veranstaltungen. Und immer geht es uns dabei um einen authentischen Gebrauch der deutschen Sprache. Und wir behandeln dabei die wichtigen Themen, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Stets steht dabei der Lerner im Mittelpunkt. Zum Beispiel, wenn Sie aus wiederverwendbarem Material selber etwas Nützliches herstellen und dabei etwas bemerken, nämlich, ich kann auch einen Beitrag leisten und das macht auch noch Spaß, das macht Freude. Danes smo se zbrali zaradi dneva jezika in delavnice so bile predvsem na to temo. Smo pa se dotaknili seveda tudi zelo pomembne teme okoljevarstva. Glede na to, kakšna je moja profesija, sem se tega lotila iz glasbenega vidika. Torej, nekako smo se lotili tujega jezika skozi petje. In na to smo naredili še en tak mini enominutni video spot, bi lahko temu rekla, z pomočjo aplikacije Earthspeaker. To je pač aplikacija, kjer se naredi prikupen obrazek in potem se lahko animira marsikaj. Mi smo animirali naše risbice, tako da smo v bistvu narisali stvari, o katerih smo prej peli, in potem smo to animirali z pomočjo te aplikacije. Kinder und Jugendliche spielen gerne. Und das hat einen Grund. In der Evolutionsgeschichte gibt es eine klare Erklärung dafür. Diese Erklärung ist, durch Spielen lernt man besonders gut und schnell. Deswegen eignet sich Spielen generell für den Unterricht. Und gerade im Fremdsprachenunterricht gibt es ganz viele Möglichkeiten, Theaterspiel einzusetzen. Die meiste Zeit in den Workshops haben die Schülerinnen und Schüler nicht so wie ich jetzt hier gesessen, sondern sie waren aktiv, sie haben sich im Zimmer bewegt, sie haben gespielt, sie haben Begriffe dargestellt, sie haben ein Ratespiel gespielt, wo sie verschiedene deutsche Begriffe pantomimisch oder mit Geräuschen dargestellt haben. Die anderen mussten raten, welche Begriffe das waren. Und dadurch haben sie allmählich sich ein Vokabular erarbeitet, mit dem sie dann anschließend auch über Themen wie Nachhaltigkeit mit einfachen Mitteln kommunizieren konnten. Okay. Super, Dankeschön.